Metallerkennungssysteme in der Lebensmittelindustrie werden verwendet, um metallische Fremdkörper zu entdecken, wie Eisen, Nicht-Eisen und Edelstahl. Und Röntgensysteme werden verwendet für die Entdeckung von nichtmetallischen Fremdkörpern, wie Glas, Stein, Knochen, Plastik mit einer hohen Dichte oder Gummi. Oder aber auch, wenn in der Verpackung Metall enthalten ist, wie zum Beispiel Metalldosen und metallische Folien. Um herauszufinden, was für eine Art, ob man ein Metallerkennungssystem oder ein Röntgensystem verwendet, sollte man eine Gefahrenanalyse nach dem HACCP-Prinzip durchführen. Da findet man heraus, welche Art von Fremdkörpern am häufigsten vorkommen, wo diese Fremdkörper an der Produktionslinie vorkommen und deren Herkunft. Und dann kann man entscheiden, ob man ein Metallerkennungssystem oder ein Röntgensystem verwendet. Im Moment gibt es keine gesetzlichen Vorschriften, dass man diese an der Produktionslinie installiert haben muss, aber es gibt eine Vielzahl von nationalen und internationalen Nahrungsmittelstandards, die erfordern, dass man ein Metallerkennungssystem oder ein Röntgensystem installiert hat. Und das sind zum Beispiel Global Standards Version 6 vom British Retail Consortium, auch BRC genannt, und die Version 6 vom International Featured Standards, auch IFS genannt.